Hallo miteinander. Wir steigen in eine neue Serie rein, Wachsen. Und sie heisst bewusst wachsen, weil etwas wachsen lassen, das ist ein faszinierender Prozess. Wer von euch hat alles einen Garten oder irgendwie so etwas Ähnliches? Ein Großteil. Oder wer hat ein paar Zimmerpflanzen oder irgendwie so? Genau. Wir haben auch ein paar. Wir haben auch im Büro angefangen mit ein paar. Ich habe eine mitgenommen. Und es ist so spannend, das Wachsen ein bisschen zu beobachten. Oder? Das Problem ist, wenn du einfach anstehst, 10 Minuten und schaust, dann passiert nichts. Du hast das Gefühl, da läuft ja nichts. Aber wenn du Geduld hast, ein bisschen Zeit hast, dann merkt man plötzlich, oh wow, da ist erst gerade das Blatt gekommen, ein neues, da kommt schon das Nächste. Und es tut etwas und man kann dann nämlich kaum warten, bis sich das nächste Blatt jetzt mal endlich anfängt zu entfalten. Gut, vielleicht findet ihr jetzt, ich übertreibe völlig, aber mir geht es bei diesen Pflänzchen so, dass ich immer wieder schaue, wo kommt jetzt das nächste Blatt, wann tut sich das endlich entfalten, und dann ist es mega cool, wenn da ein wunderschönes neues Blatt dran entsteht. Vielleicht geht es dir ähnlich mit den Blumen, oder? Wenn sie endlich blühen oder kommen. Oder vielleicht hast du auch irgendwelche Pflanzen, die Früchte tragen. Auch das, früher habe ich mal Chilis angepflanzt. Und das war dann so das Highlight gewesen, wenn sie gekommen ist. Zuerst noch grün und wenn sie dann irgendwann so langsam so richtig schön rot geworden ist und gewusst hast, so jetzt ist scharf. Und eigentlich ist es so simpel. Pflanzen, Wasser geben, gut ist, oder? Nicht ganz. Wir reden ja nicht umsonst davon, dass es also den grünen Daumen gibt. Und ich habe das auch lernen, da hat man nicht einfach so. Das muss man irgendwie auch ein bisschen üben. Und habe gemerkt, so ein reiner Selbstläufer ist es eben wirklich nicht mit diesen Pflanzen. Das habe ich früher noch mal gemeint und darum sind sie alle noch eingegangen dann irgendwann. Und gemerkt, wenn man sich nicht wirklich darum kümmert, dann kommt es nicht so raus, wie man es gerne hätte. Oder es wächst einfach irgendetwas anderes als das, was man gerne hätte. Also bei denen habe ich sogar gemerkt, ist es sogar heikel, je nachdem wie viel Wasser. Du kannst nicht einfach mal grosszügig, sondern wenn es viel ist, dann irgendwie fangen die Wurzeln an faulen und alles. Und das haben sie nicht gern, dann gehen sie ein und schwierig. Unkraut, wir haben ein paar Balkonpflanzen und dort ist auch, oder? Wenn du nicht aufpasst, dann hast du plötzlich in diesem Topf noch ganz viele andere Sachen, die wachsen, wo du nicht weißt, wo das genau herkommt, wo der Wind angeweht hat. Und dann muss man mal ein bisschen schneiden, mal ein bisschen düngen, ein bisschen schauen, was ist der optimale Standort für die Pflänzchen, damit sie nicht gerade eingehen. Und so funktioniert das, oder? Und eben draussen habe ich gemerkt, das Spannende ist eigentlich, wachsen tut immer etwas. Aber vielleicht nicht unbedingt das, was du möchtest. Aber ob eben daraus dann schlussendlich ein schöner Garten kann werden, wo du schöne Blumen, wo es schöne Farben hat, wo es Gemüse vielleicht hat, wo Früchte wachsen, oder ob es eben irgendein Wildwuchs ist mit viel Unkraut, das hat ganz viel damit zu tun, wie und wie intensiv du dich um die ganze Sache kümmerst. Ich habe ein Bild mitgenommen von so einem wilden Wachstum, wie das aussehen kann. Und eigentlich wäre es schon ein bisschen grüner. Aber wir haben, dass wir die Slides so drüber blenden, haben wir so eine grüne Folie im Hintergrund und alles, was grün ist, wird ein bisschen durchsichtig. Und darum sieht es jetzt so aus wie ein sehr vertrockneter Garten. Das passt zu dem wilden Wachstum, aber das ist so ein Garten, wo sich selber überlassen worden ist, wo niemand irgendwie ein bisschen Aufwand oder irgendetwas reingesteckt hat. Unkraut hat sich ausbreitet oder einfach die Pflanze, die sich gerade am einfachsten vermehrt, und hat andere Sachen erstickt, aber da passiert nicht viel. Dann habe ich ein anderes Bild, das eben leider kommen wir jetzt nicht so mit über, wie was für ein schöner Garten das ist. Das wäre alles wunderschön, grün, farbige Blumen, die einen sieht man so ein bisschen violette. Aber da merkt man sofort, da hat sich jemand intensiv darum gekümmert. Da ist Pflege da hat sich jemand Gedanken gemacht. Viele machen sich ja dann auch Gedanken, was blüht wenn, und schauen dann, dass irgendetwas immer blüht im Garten und so weiter. Und es gibt so ein paar Prinzipien, die man beachten muss, damit es dann eben gut kommt. Eben Standort, was für Erde, für welche Pflanzen, wie viel Wasser, Temperatur, das sind alles so Sachen, Schatten oder nicht Schatten. All diese Sachen, das sind so Prinzipien, die man beachten muss, und dann kann es gut kommen, dann kann ein wunderschöner Garten entstehen. Jetzt die Bibel redet auch davon, dass wir im Glauben wachsen können. Jesus hat das
Bild verwendet von einem Weinstock. Das ist eigentlich als Bild zu dieser Serie. Habt ihr vielleicht da gesehen, auf dem Slide, da hat es so eine Rebe, die sich da durchrankt. Wir haben eine bestellt, die ist leider noch nicht gekommen. Darum habe ich jetzt einfach da mein Pflänzchen mitgenommen. Aber Jesus braucht das Bild, dass wir so eine Rebe sind, also ein Weinstock wächst und soll Frucht bringen. Und als Abschluss in dem Gleichnis steht im Johannes, oder in dieser Passage, steht im Johannes 15, Vers 1 bis 8 und im Vers 8 sagt er: Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und das ist so wie eine Zusammenfassung. Und ich möchte so schnell die 3 Aspekte schnell anschauen. Den Vater verherrlichen, das ist so ein bisschen der Link zu unserem Jahresthema, zu Agape. Und dem Aspekt daraus Gott lieben. Und ich glaube, und wie lieben wir Gott? Indem unser Leben eben ihn verherrlicht, indem es ihn widerspiegelt. Und das ist dann der zweite Aspekt, oder, wo Jesus sagt, werdet meine Jünger. Und all das fängt an mit dem Ruf, wo Jesus uns allen zuruft, folg mir nach. Und später dann die Aufforderung, lernet von mir. Das heißt, ein Jünger ist, wer Jesus nachfolgt und von ihm lernt. Und lernen heißt, dass man versucht, ihm ähnlicher zu werden. Dass man versucht zu lernen, je länger, je mehr so zu sein, wie er das war und verwandelt werden zu jemandem, der ihm ähnlicher ist. Der Paulus schreibt es bei den Epheser im Kapitel 4, Vers 15: Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das ist so der Auftrag von einem Jünger, von jemandem, der Jesus nachfolgt. Und das Ziel ist, jetzt an dieser Stelle reiche Frucht zu bringen. Und früher habe ich immer gedacht, Frucht ist in erster Linie dann, wenn ich irgendetwas für Gott erreicht habe. Wenn ich irgendjemanden zu Jesus führen konnte oder sonst irgendetwas Grossartiges geleistet habe. Und je länger, je mehr habe ich gemerkt, dass die Frucht, die aus dem Glauben wächst, eben viel mehr auch einfach ist, dass ich Jesus ähnlicher wird und dass aus dem heraus nachher all diese Sachen entstehen können. Und das im Glauben wachsen, Frucht bringen, eben dann zum Beispiel so Früchte hervorbringt, wie man sie im Galater 5,22 findet. Friede, Freude, Liebe, Geduld und so weiter. Und unser Leben durch das kann aufblühen, zum Blühen kommen. Wenn wir in dieser Verbindung mit Jesus stehen, das ist das, was es auch in dem Gleichnis heißt, wir sollen mit ihm verbunden bleiben, dann hat eben das Auswirkungen auf unser Leben. Und wenn es eben keine Auswirkungen hat, dann ist irgendwo etwas auch nicht so richtig, oder? Eine Pflanze, die nicht wächst, wo nichts daran passiert, dort ist irgendetwas faul. Die ist entweder nicht mehr mit den Wurzeln verbunden, nicht mehr irgendwo, da ist irgendwo etwas falsch und manchmal sieht man es von außen nicht, aber unten dran die Wurzeln ist kaputt. Und im Gleichnis steht dann sogar, dass solche Reben weggeworfen werden, weil sie verdorren, weil sie zu nichts brauchen sind. Und ich glaube, und so sollen wir wachsen als Christen. Wir sollen durch die Verbundenheit mit Jesus immer mehr zu jemandem heranwachsen, der so ist, wie er das ist. Und das Spannende ist eben, dass es in unserem Leben, genauso wie das auch in so einem Garten ist, es gibt auch ein wildes Wachstum, das aber oft nicht zum Ziel führt. Und es gibt auch ein gezieltes Wachstum. Ein Wachstum, wo wir irgendwo einen gewissen Einfluss darauf nehmen können, das zu einem Leben mit diesen gewünschten Früchten führt. Und genau darum haben wir den Untertitel gewählt und gesagt, wir möchten Prinzipien miteinander anschauen, die die geistliche Entwicklung eben fördern in unserem Leben, wo wir können schauen, dass das nicht einfach ein wilder Wachstum ist, sondern ein Wachstum, wo wir auch ein bisschen eine Absicht drin haben, wo wir das versuchen, ein bisschen zu steuern. Und das wissen wir ja, wie mit den Pflänzchen und so weiter. Du kannst es immer nur zu einem gewissen Maß beeinflussen, aber du kannst. Und du kannst einen Teil machen. Und vielleicht hast du dir die Frage ja auch schon gestellt, wie werden wir denn Jesus ähnlicher? Wie macht das Gott, dass du verändert wirst und Jesus ähnlicher wirst? Vielleicht hast du gedacht, hey, ja, ein bisschen in der Bibel lesen, beten und dann macht hoffentlich der Heilige Geist noch ein bisschen etwas und dann
sollte das schon klappen. Und wenn es nicht klappt, musst du noch ein bisschen fester probieren, noch ein bisschen mehr hoffen. Ich habe gemerkt, dass oft vielen Christen, auch mir lang, ein umfassendes Verständnis wie so ein bisschen gefehlt hat, wie denn Gott effektiv unseren Charakter verändern will. Was es denn genau dazu braucht, damit das passieren kann. Und oft ist wirklich so die vorherrschende Theorie so ein bisschen eben beten, hoffen auf die Kraft vom Heiligen Geist, aber that's it, viel mehr kann ich ja nicht tun. Und auch in dieser Stelle im Johannes, oder heißt es, ohne mich könnt ihr nichts tun, ja, also dann ist es ja einfach Gott. Und das führt manchmal ein bisschen dazu, dass wir uns auch so ein bisschen aus der Verantwortung schlängeln und sagen, ja, also du eben, ich habe ja irgendwo Beziehung zu Gott und wenn es nicht passiert, dann weiß ich halt nicht wieso. Und ich glaube, das greift ein bisschen zu kurz. Wichtig, die Beziehung, die Verbundenheit mit Jesus, das ist die absolute Minimum-Grundlage. Ohne das geht es nicht. Das will ich überhaupt nicht. Und auch wenn wir heute nicht jetzt mega auf das eingehen, dann das ist eigentlich, also ohne das eben ist die Pflanze tot. Wächst aus unserem Leben sowieso gar nichts raus. Aber ich möchte heute ein bisschen über das rausgehen und versuchen, ein bisschen ein noch vertiefteres Verständnis für das zu bekommen, wie denn das kann funktionieren. So, was ist denn vielleicht eben auch unser Teil, wo wir dazu beitragen können und wo drin ist Gottes Teil und wie können wir uns wirklich in unserem tiefsten Inneren verändern. Weil ein Problem, das oft passiert, ist, dass man unseren Fokus, wenn es um Veränderung geht, in erster Linie auf Verhaltensänderung setzen. Also dass wir versuchen, krampfhaft an unserem Verhalten irgendwo etwas zu ändern. Und im Bild kann ich sagen, das ist wie wenn wir krampfhaft versuchen, die Früchte zu produzieren und rauszudrücken und zu machen. Aber sie müssen irgendwo wachsen und sie müssen eigentlich gespissen werden, viel tiefer. Und ich glaube, der Ansatz, dass wenn wir irgendwo in einem Bereich vielleicht Mühe haben und dann, wenn so ein Moment kommt, wo es zählt, einfach in dem Moment Gott um noch ein bisschen mehr Willenskraft zu beten und zu sagen, jetzt muss mir helfen, jetzt brauche ich dich, damit ich das mal den Fehler nicht mache, das ist im Normalfall funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch nicht funktioniert. Bei mir hat es meistens nicht funktioniert. Weil das Problem ist, dass in dem Moment, wo es nachher darauf ankommt, in dem Moment zeigt sich einfach, wer du tiefst in deinem Innersten bist. Oder es ist genau gleich, du kannst nicht sagen, ich möchte 20 Klimmzüge machen, anstehen und dich ganz fest anstrengen und sagen, jetzt mache ich die 20 Klimmzüge, jetzt klappt es und dann das probieren. Wenn es du vorher nicht hast können, dann schaffst du es auch dann nicht. Auch genau gleich kannst du nicht am Morgen aufstehen und dich top vorbereiten und sagen, ich gehe jetzt einen Marathon rennen und dann einfach einen Marathon rennen, wenn du nicht auch vorher schon trainiert hast. In dem Moment, wo es darauf ankommt, zeigt sich, was tief in dir drin steckt. Und natürlich kann dir Gott mal in einer Ausnahmesituation helfen und vielleicht ein Wunder tun, aber die Veränderung muss eigentlich vorher passieren. Muss zwischen dem letzten Mal, wo du die 20 Klimmzüge gemacht hast, und dem jetzigen Mal muss irgendwo passieren. Dort musst du irgendwo trainiert haben, oder dort muss in dir oder an dir etwas passiert sein, damit das nachher gut kommt. Und ich glaube, genau so ist es in unserem geistlichen Wachstum. Der passiert nicht in den Situationen, wo es darauf ankommt, vielleicht ein bisschen, aber der passiert in unserem alltäglichen Leben zwischen ihnen. Und Jesus hat das in der Bergpredigt so schön gezeigt, dass es ihm in erster Linie nicht um die Verhaltensänderung geht, sondern um eine viel tiefer liegende innere Veränderung in unserem Herz drinnen. All die Aussagen, die er in der Bergpredigt macht, die krass herausfordernden Aussagen, da geht es in erster Linie nicht einfach ums Verhalten, sondern eigentlich darum, was ist die Herzenseinstellung dahinter. Oder wenn er sagt, wir sollen nicht töten, dann sondern eben nur, es ist nur schon Mord eigentlich, wenn man so über jemanden denkt, dann zeigt das, es geht eigentlich ums Herz. Oder bei der Ehebruch, wenn man nur schon jemanden anschaut, dann geht es ihm nicht darum, du hast es gemacht, sondern er sagt, hey, eigentlich fängt es drin in deinem Herz, tief drin an. Oder auch vom Schwören. Man sagt, hey, du musst nicht nur das irgendwo, sondern es soll tief in dir rein einfach klar sein, wenn du Ja sagst, ist Ja, wenn du Nein sagst, ist Nein.
Jesus will ein verändertes Herz, ein verändertes Denken, eine veränderte Gesinnung, von dem redet die Bibel, und mit dem eben auch einen veränderten Charakter. So wie das die Früchte vom Geist beschreiben, oder Kolosser 3,17 könnt ihr einmal lesen, oder das ganze Kapitel 3, dort ist sensationell, wo es genau um diese Themen geht. Jetzt die Frage ist eben, wie leben wir also ein Christsein, das die Kraft hat, dass es uns eben nicht einfach nur äußerlich irgendwo zeigt, was wir machen sollen, sondern tief drin verändert. Und das ist genau die Serie, wo wir jetzt drin sind, wo wir möchten miteinander über 3 Sündige, 3 so Aspekte anschauen, die es dazu braucht, die dazu führen, dass wir tief in unserem Innersten verändert werden und nicht einfach versuchen, an unserem Verhalten irgendwo umzuschrauben. Und heute geht es um die Kraft von neuen Gedanken. Das ist einer von diesen Aspekten, die wir heute möchten miteinander anschauen. Jetzt, ich möchte 3 Punkte mit euch durchgehen, die uns helfen sollen, in diese Thematik hineinzukommen und uns so ein Bild geben, wie das funktionieren kann. Eben, wie kann denn Charakterveränderung passieren? Und die Frage, die vielleicht einige von euch stellen, ja, geht das überhaupt? Können wir denn unseren Charakter überhaupt verändern? Weil gerade gesellschaftlich gibt es so gewisse Aussagen, die man manchmal hört. Das eine ist, du bist gut so, wie du bist. Also bleib, wie du bist. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht habt ihr auch schon mal ein Kärtchen oder irgendwie so etwas bekommen, wo das drauf gestanden ist. Das ist super lieb gemeint, oder? Und zeigt, hey, die Person schätzt mich, das ist super. Und ist auch wichtig, ich glaube, wir alle, wir sind liebenswert, wir sind wertvoll, Gott liebt dich so, wie du bist. Aber wenn wir wirklich einfach so bleiben, wie wir sind, so, really? Ich auf jeden Fall nicht. Warum gibt es so viele Selbsthilfebücher? Weil eigentlich wir alle uns verändern wollen. Weil niemand ganz so bleiben wie er ist. Weil wir alle wissen, da ist noch so viel Potenzial und ich könnte noch so viel besser. Und ich möchte mich eigentlich entwickeln. Und besonders wenn du verheiratet bist, oder, dann merkst du sehr schnell, so, okay, ja, ganz viel Potenzial, mehr als ich gemeint habe. Genau. Das Zweite, so eine Art Vorurteil, das man manchmal hört, ist so, ich bin einfach so, wie ich bin. Ich kann und werde mich nie verändern. Weil so bin ich halt. Und dort würde ich wie so einen Fakt entgegenheben, hey, du veränderst dich dauernd. Immer. Nonstop. Alles, wo du dich damit beschäftigst, hat irgendwo ein bisschen einen Einfluss auf dich und hat auch einen Einfluss darauf, wie du dich veränderst. Nur schon auf biologischer Ebene. Deine Zellen, deine Haut, all das, deine Haare und so weiter, es verändert sich nonstop. Und genauso wie sich deine Zellen und deine Haut und deine Knochen und all das verändert, verändert sich auch dein Hirn und damit die Art und Weise, wie du denkst. Und gerade dort, wo wir das Gefühl haben, wir können uns nicht verändern, liegt es oft auch daran, dass wir eben wieder zu fest versuchen, einfach an unserem Verhalten herumzuschrauben und uns zu wenig damit beschäftigen, was liegt denn eigentlich dahinter. Und die Nachricht, oder das, was mir wichtig ist, in dem Sinne zu sagen, ist, du veränderst dich. Die Frage ist höchstens wie. Und da sind wir wieder beim Garten. Es wächst immer irgendetwas. Die Frage ist einfach, ob das bewusst ist oder ob das unbewusst ist. Und ob du einfach so über dich geschehen lässt und gar nicht wahrnimmst, dass du dich irgendwo auch immer wieder veränderst, oder ob du bewusst auch versuchst, dem eine Richtung zu geben. Und spannend ist, dass immer wir uns verändern und dass immer in dem etwas passiert. Das hat Gott in uns hineingelegt. Das hat damit zu tun, wie er uns geschaffen hat. Und darum hilft es auch, wenn wir uns das vielleicht ein bisschen bewusst sind und miteinander anschauen. Darum reite ich auch ein bisschen auf dem herum, auch wenn es jetzt nicht super geistlich ist. Aber es ist, wie Gott uns gemacht hat. Wie er uns geschaffen hat, wie er uns zu funktionieren gebracht hat. Und Fakt ist, dass alles, womit wir uns irgendwo beschäftigen, mit allem, was wir uns irgendwo ein Stück weit berieseln lassen, es hat ein Stück weit einen Einfluss darauf, wie wir uns entwickeln. Und alles, was du erlebt hast, jede Entscheidung, die du getroffen hast, hat dich ein ganz kleines bisschen verändert. Und es ist gar nicht so ein einfaches Konzept zu erklären, darum hat es da ganz einen gescheiten Typ gegeben, der das noch recht gut auf den Punkt gebracht hat, C.S. Lewis. Und ich möchte euch da kurz einen Abschnitt von ihm vorlesen.
Er schrieb dort, ich würde viel eher sagen, dass sie mit jeder Entscheidung, die sie treffen, ihren innersten Kern, den Teil von ihnen, der wählt, ein kleines bisschen verändern. Und im Laufe eines ganzen Lebens verwandeln diese unzähligen Entscheidungen diesen innersten Kern ganz allmählich entweder in ein Himmelsgeschöpf oder in ein Höllengeschöpf. Entweder in ein Wesen im Einklang mit Gott, mit anderen Geschöpfen und mit sich selbst, oder in eines, das voller Krieg und Hass steckt gegen Gott, seine Mitgeschöpfe und sich selbst. Das eine ist der Himmel, ist Freude, Friede, Erkenntnis und Kraft. Das andere bedeutet Wahnsinn, Grauen, Idiotie, Wut, Ohnmacht und ewige Einsamkeit. Jeder von uns bewegt sich in jedem Moment entweder auf den einen oder auf den anderen Zustand zu. Ich glaube, in dieser Aussage steht so viel Wahres. Jede Entscheidung bringt uns entweder ein Stückchen mehr in Richtung zu dem, was Gott tun will, oder in eine andere Richtung. Und manchmal ist die einzelne Entscheidung nicht so schlimm, aber es ist die Summe von allem. Und vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, oder? Das ist ja manchmal eine Tragik mit Sünde, dass Menschen irgendwann so verstrickt drin sind, dass sie so viele so Entscheidungen getroffen haben, dass sie nicht mehr daraus rauskommen. Dass es unglaublich schwierig ist, das nochmal irgendwo umzudrüllen und sich irgendwo wieder im Guten zuzuwenden. Und genau gleich ist es umgekehrt, oder? Und dort hilft es, oder das ist so ein bisschen der erste Punkt, hey, wo lässt du dich beeinflussen? Und lässt du dich bewusst beeinflussen oder passiert das einfach irgendwo so automatisch? Und mach dir mal kurz Gedanken, was sind denn so die Orte, wo irgendwo einen Einfluss vielleicht auf dich haben? Und überleg dir mal, was ist das für so einen Einfluss? Beispiel von so Einflüssen: Familie, Freundschaften. Der Goethe hat mal gesagt, sag mir, mit wem du umgehst, dann sage ich dir, wer du bist. Oder das auch ganz bekannt ist, dass die Leute, womit wir uns umgehen, die haben einen Einfluss, das färbt auf uns ab. Medien, Social Media, News, Serien, Film und so weiter. Oder sagen wir, welche Zeitung das du liest, und ich kann dir wahrscheinlich sagen, was deine politische Ausrichtung ist. Und Goethe auch wieder gesagt, sag mir, womit du dich beschäftigst, dann weiß ich, was aus dir werden kann. Die Sachen haben einen Einfluss. Bücher, Bibel, unsere Kultur, das Land, wo wir drin leben, der Zeitgeist, der da gerade herrscht, die sozialen Konventionen bei uns in der Schweiz, Kirche. Und aus all dem formt sich irgendwo ein Weltbild, ein innerer Kompass, wo unser Denken und Handeln prägt. Und der kann unterschiedlich sein. In anderen Ländern haben sie zum Beispiel, wenn es um Rache geht, ganz einen anderen Umgang damit. Dort ist das völlig okay, Auge um Auge und so weiter. Wo wir sagen, niemand, darfst du nicht. Das sind also all die kleinen Sachen, die einen Einfluss darauf haben. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Bibel ist noch ein bisschen neuer in dem hinein, oder? Sie redet davon, dass wir nicht nur einfach auf unser Denken achten sollen, so wie es das in den Sprüchen heisst, sondern dass wir eben unser Denken verändern sollen. Und schlauer Punkt, oder? Natürlich, die nachhaltige Verhaltensänderung setzt bei einem veränderten Denken ein. Und das hat viel mit dem zu tun, was Jesus gelehrt hat. Er hat zum Beispiel gesagt, in Markus 1,15 sagt er, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, und dann kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und das kehrt um, in alten Übersetzungen ist es manchmal schon mit Buß tun übersetzt, aber das griechische Wort heißt eigentlich in erster Linie, denk um, mach eine Sinnesveränderung, verändere dein Denken. Also was Jesus da in erster Linie eigentlich sagt, ist, hey, verändert euer Denken und glaubt dieser guten Botschaft, die ich euch bringe. Also es geht darum, dass wir das Denken irgendwo verändern, dass wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie Jesus sieht, mit seiner Königreich Gottes Perspektive. Und natürlich ist der Aspekt vom Umkehren drin, und das ist auch so ein Umdenken. Ich meine, zum Beispiel, vielleicht, wenn ihr Krach habt mit jemandem, vielleicht mit eurem Ehepartner, dann bist du vielleicht im Moment so in diesen Gedanken drin, dass es unglaublich schwierig ist, dann aus dem wieder umzukehren und Vergebung einander zu vergeben. Wo du manchmal dann so ein mühsames, schwieriges auch Umdenken oder Umkehren ist, um zu sagen, hey,
komm, wir vergeben uns wieder. Und im Römer 12, nachdem der Paulus den Römer dort lang und breit in den ersten 11 Kapiteln erklärt hat, wie das Leben basierend auf Gnade ist, wie sie gerettet sind auf Gnade und das ausgeführt hat, geht er nachher so über zum praktischen Teil und sagt ihnen dort: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also auch da sagt er wieder: Lernet in eine neue Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Also es fängt der Ursprung von dieser Veränderung in unserem Denken an. Und das ist anscheinend eines von diesen Prinzipien, wo auch in der Bibel wir da sehen. Und eigentlich ist es logisch, ja, genauso werden wir verändert. Wenn sich unsere Denkenabläufe verändern, dann wird sich das irgendwann auch in unseren Taten und unserem Verhalten zeigen. Und darum der zweite Punkt ist Erneuerung des Sinnes, so heißt es in einer anderen Übersetzung in dem Vers Römer 12,2. Und das Spannende ist, dass eben Einsichten aus der Gehirnforschung das bestätigen, was die Bibel beschreibt. Es gibt da vielleicht für die gerne ein bisschen nerden, das Stichwort Neuroplastizität. Unser Hirn verändert sich kontinuierlich. Früher hat man gedacht, das sind einfach Kinder super drin, aber das ist bis ins hohe Alter. Dein Hirn tut sich mit verändern. Und wenn wir etwas immer wieder denken, dann entstehen im Hirn so wie Trampelpfade, so wie Strassen, die sich verfestigen können und wo Sachen, wo wir denken und glauben, sich so einprägen können. Je öfter dass wir etwas denken oder verstehen, desto mehr verfestigt sich das in unserem Gehirn. So kann ich mir zum Beispiel eure Namen merken. Weil ich die immer wieder brauche und denke und verknüpfe. Und das ist die gute Nachricht, oder? Gott hat dich so geschaffen, dass sich dein Denken verändern kann und dass sich aus dem heraus eben du als ganze Person kannst verändern. Vielleicht nicht mit so einem Fingerschnipp, wie wir es uns manchmal gerne wünschen und denken so, wäre schön, einmal beten und dann der Heilige Geist macht es und wow, ich bin ein neuer Mensch. Gibt es auch, ist aber leider, ich erfasse, dass es eher selten ist und dass es meistens eben eher so ein Prozess ist, wo Gott mit uns geht. Was sind so Punkte, wo so ein Umdenken vielleicht passieren muss? Ich glaube, bei jedem von uns schleicht sich immer wieder so ein bisschen das Denken ein, das nicht ganz dem entspricht, was Jesus über uns denkt. Wo uns zu Handlungen bringt, wo vielleicht selbstzerstörerisch, vielleicht zerstörerisch in andere Leben ihnen auswirken, wo egoistisch sind, vielleicht sogar manchmal aus Boshaftigkeit. Die Bibel nennt die Sachen Sünde. Es können aber auch so Festlegungen sein, Sachen, die wir über uns glauben, die nicht der Realität entsprechen. Es können Bilder sein, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, Lebenslügen, die wir irgendwo glauben. All diese Sachen haben wir irgendwo oder schleicht sich irgendwo in unser Leben ein und das sind so wie, man kann auch sagen, Brüllen, wo man manchmal die Welt durch betrachtet. Und all diese Sachen ruft unsere Bibel zu, sollen wir immer wieder überprüfen und anschauen gegenüber dem, was die Bibel sagt, gut, wahr, gerecht, lieblich ist, Philipper 4, 8-9. Oder im Kolosser 3 redet der Paulus, dass das so ein Prozess ist von einem neuen Menschen, der die neuen Kleider anlegt und er sagt dort, wo kontinuierlich, fortwährend erneuert wird. Kolosser 3, 1-17, genau. Jetzt, wie passiert das, dass sich das Denken wirklich verändert? Lange wenn wir uns da einfach das ganz oft einredet, so wie wir das vielleicht früher noch gemacht haben, im Bibelvers irgendwo an den Spiegel anhängen und dann 1000-mal wiederholen, dann habe ich es ja schon ganz viel Mal gedacht, dann müsste es irgendwo drin sitzen. Ich weiß nicht, ob es bei euch funktioniert hat, bei mir hat es teilweise nicht so funktioniert, außer dass ich mir den Bibelvers sehr gut merken konnte. Aber es hat noch nicht unbedingt mein Denken verändert. Und das hat da braucht es wie eben zwei Sachen dazu. Das eine ist, eine Veränderung, dass sich unser Denken wirklich auch verändert, braucht es ein Stück weit mal eine Irritation, etwas, was uns wirklich zum Nachdenken bringt, wo die Gedankengänge, die man sonst so, sich so automatisch bei uns schon abspielen, mal durchbricht und hinterfragt. Und aus dem heraus. Das ist mal so der eine Aspekt, den es braucht. Darum der dritte Punkt, wo es heute darum geht, ist, sich neue so Gedanken aussetzen.
Und dann langt aber eben das allein noch nicht ganz, sondern es braucht irgendwo eine innere Nachvollziehbarkeit. Etwas, das dazu führt, dass unser intellektuell, unser Hirn vielleicht dort zustimmt. Bei den einen braucht das mehr, bei den anderen ein bisschen weniger. Ich gehöre zu denen, die es manchmal ein bisschen mehr braucht, bis ich etwas dann wirklich glauben kann. Aber es braucht, dass der Gedanke oder so Gedanken, die uns angetragen werden, dass wir denen irgendwo zustimmen. Wir sind ja grundsätzlich ja nicht blöd, oder? Und darum, meistens haben wir ja auch einen Grund, warum wir bis jetzt so gedacht haben, wie wir gedacht haben. Aber dann, wenn uns etwas irgendwo auch einleuchtet, wenn wir plötzlich merken, hey mal, aber das kann ich irgendwo noch ein bisschen nachvollziehen, die Sicht auf das Sachen oder den Gedanken, dann fängt wie so ein neues Denken an. Wer kennt den Film Inception? Spielt eigentlich genau mit dem, oder? Dass du einen kleinen Gedanken neu mit pflanzt, der hängen bleibt, wo eine Person wie plötzlich so denkt, ist echt da etwas, wo sich irgendwo anfängt festzusetzen und plötzlich irgendwo das ganze Denken prägt. Und wenn man so einen Gedanken, der neu gekommen ist, der uns irgendwo auch eingeleuchtet hat, mehrfach durchdenkt, dann fängt er sich an zu verfestigen, sofern man irgendwo nachvollziehen kann. Oder eben, wenn wir nicht nachvollziehen können, dann verwerfen wir wieder und sagen, nein, ich bleibe bei dem Denken, das ich schon habe. Und wenn wir dann das immer öfters machen, dann verändert sich unser Denken nach und nach und damit eben dann irgendwann auch unser Verhalten. Und ich glaube, dass darum ein notwendiger Schritt zum im Glauben wachsen, also auch ist, sich bewusst immer wieder so Impulse auszusetzen. Vielleicht auch leer auszusetzen, wo unser Gehirn zuerst irgendwo prozessieren muss, wo uns vielleicht irgendwo auch provoziert und uns irgendwo dann auch herausfordert. Und natürlich, hoffentlich, auch in vielem immer wieder bestätigt und nicht einfach nur durcheinander bringt. Aber das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Er ist gekommen, zum Beispiel gerade in der Bergpredigt oder generell in seinen Lehren, und das, was er gesagt hat, hat die Leute irgendwo provoziert. Hat sie irgendwo herausgefordert, hat sie irritiert in ihrer Sicht, wie sie bis jetzt auf Gesetz und so weiter hatten. Und durch das heraus ist ein Prozess bei ihnen angegangen, wo so ein Umdenken schlussendlich stattfinden konnte. Und das ist so der dritte Punkt, eben, dass mit sich diesen Gedanken aussetzen. Und es gibt so verschiedene Arten, wie man das machen können. Die erste und offensichtlichste ist, hey, lies deine Bibel. Sie ist Gottes Wort an uns. Und lassen wir uns doch von dem immer wieder auch herausfordern, was uns die Bibel sagt. Und versuchen, so Gottes Gedanken drin zu erkennen und das auch annehmen, dass uns die Bibel vielleicht manchmal hinterfragt in unserem Denken, wie wir gewisse Sachen logisch sehen. Vor allem vielleicht auch in Bezug auf das, was wir sonst irgendwo manchmal hören. Und manchmal ist es aber auch schwierig, weil man irgendwo merkt, eben, wir brauchen ja die innere Zustimmung und weil die irgendwo nicht ganz so einfach zu finden ist. Und dort hilft es manchmal auch, irgendwelche Erläuterungen, einen Kommentar zu Hilfe ziehen oder es hilft eben, die Bibel miteinander zu lesen, darüber austauschen, weil manchmal genau das kommt. Darum lesen einmal grössere Abschnitte, längere Gedankengänge, nehmt Kommentare und so weiter zur Hilfe, damit eben auch gerade die Sachen, wo man merkt, wieso ich komme dort nicht schlag, damit man dort vielleicht irgendwo auch sagen kann, aha, so macht es Sinn. Dann eben der zweite Punkt wäre Lehre, Predigten zum Beispiel. Das ist eine von diesen Arten, die sich über Jahrhunderte bewährt und kristallisiert hat, wenn wir uns an einer Predigt aussetzen. Und ich sage bewusst, es ist ein Stück weit das Aussetzen, oder? Weil da kommt Inhalt, da kommt Content, das hinterfragt dich vielleicht oder du wirst konfrontiert mit Gedanken, die eben vielleicht nicht deine eigenen sind. Aber das ist eigentlich ja genau der Punkt, dass wir uns dem aussetzen und überlegen, ist an dem etwas dran? Macht das Sinn? Und wenn ja, dann können wir es prüfen und irgendwo mitnehmen. Und dann hinterfragt es vielleicht unsere Lebensgebäude oder eben vielleicht auch Lebenslügen, die wir haben. Oder vielleicht merkst du, nein, da bin ich eine andere Meinung und dann ist das auch okay. Und dann festigt es die Meinung, die du hast. Aber der Vorteil, oder warum ich in dem Sinne ein Fan bin davon, um in den Gottesdienst zu gehen und zu sagen, hey, das ist eine gute Sache, wenn wir uns dem aussetzen, ist, weil du auch mit Themen konfrontiert wirst, wo du dich sonst vielleicht nicht wirst damit auseinandersetzen, wo du selber vielleicht gar nicht auf die Idee kommst. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel eine Serie über Klagelieder gehabt. Wer von euch hat sich von sich aus vielleicht mit den Klageliedern, wahrscheinlich ein kleinerer Teil, oder? Und genau das ist eigentlich die Idee,
davon, in einen Gottesdienst zu gehen und eine Predigt zu hören und sich so mit Themen zu beschäftigen, wo man vielleicht selber meiden würden und wo man vielleicht oder irgendwann der Heilige Geist also den Finger draufdrücken kann und sagen, hey, da, schau an. Und natürlich, oder ich höre manchmal auch, ja, aber ich kann ja auch Kirche machen, indem ich einfach eine Small Group habe, mit anderen Zeit verbringe oder selber Zeit mit Gott verbringe. Aber ich glaube, genau in dem Innen, oder, ist manchmal dann auch Gefahr, dass wir uns vor allem mit dem auseinandersetzen oder das bestätigen, was wir schon glauben und weniger konfrontiert werden. Bücher, Podcasts, sehr ähnlich oder, wie mit einer Predigt. Meistens Bücher mega gut begründet, nachvollziehbar, helfen einem wirklich so ein Denken können zu verstehen. Auch Podcasts. Dort eben, wenn man selber auswählt, ist vielleicht manchmal Gefahr, dass man einfach die Themen nimmt, die man gerade gerne hat und die einem schon irgendwo bestätigen. Und etwas, was ich im Studium gelernt habe, was ich mega nützlich finde, ist immer einmal eine Gegenmeinung anhören. Das ist das, was einem herausfordert und wo man dann die Meinung muss hinterfragen und dann zu der eigenen Überzeugung schlussendlich kommt. Versmeditationen, Verse auswendig lernen, die Wahrheiten immer wieder auch zu wiederholen. Aber eben, wie gesagt, das funktioniert nur dann, wenn du auch wirklich glaubst. Wenn du innerlich kannst das von ganzem Herzen sagen, ja, das glaube ich, und nicht, wenn du dir einfach einreden musst, dann funktioniert es nicht. Gemeinschaft, Mentoren, Freunde, last but not least, aber der Austausch mit Freunden oder mit Mentoren oder eben in der Gemeinschaft ist etwas vom Essentiellsten, wie man wachsen, wie die Gedanken können geformt werden und herausgefordert zu werden. Das sind ein paar Punkte gewesen. Vielleicht zum Schluss kann es sein, oder fragen wir uns doch einfach mal, wo sind wir vielleicht irgendwo ein bisschen festgefahren? Und von wem und wo lässt du dich beeinflussen? Sorgst du auch ab und zu dafür, dass dein Weltbild vielleicht einmal hinterfragt wird oder hinterfragt werden darf? Lässt du so Irritationen zu oder befindest du dich vor allem in deiner eigenen Filterbubble? Vielleicht kennen ihr den Begriff oder gerade das Internet, Social Media, das füllt uns einfach mit den Sachen, die wir gut finden und uns interessieren und führt manchmal dazu, dass wir nur noch eine Sicht kennenlernen und alle anderen nicht mehr sehen, weil es ausblendet wird. Das ist der erste so Punkt für dich zum Mitnehmen. Das Zweite ist, wie steht es um deine Verbundenheit mit Gott? Im Johannes 15,5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleib verbunden mit Jesus. Die Veränderung passiert aus der Beziehung mit Jesus. Wir brauchen ihn. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu sehen, was ist richtig, was ist falsch, um eben die neuen Gedanken eben auch zu überprüfen, an seiner Wahrheit, an seiner Person, an wer er ist. Und genauso wie wir uns in Beziehungen mit Freunden, mit unserem Ehepartner und so weiter verändern wir uns auch in der Beziehung mit Jesus. Und als dritte, einfach nur noch Stichwort, lass uns die Wahrheiten von Gott umarmen. Die Königreich Gottes Prinzipien. Und dort, wo Sachen nicht Sinn macht, such einen Weg, was es kann heissen, damit du kannst annehmen, weil nur so kannst du anfangen, neu zu denken. Ich möchte beten. Stehen wir doch gerade auf, alle zusammen. Ja, Jesus, du möchtest, dass wir immer wieder umkehren, die Sinnesveränderung machen, das neue Denken lernen und es ist nicht einfach etwas, was so auf Fingerschnippen geht. Aber es ist ein Teil von unserem Wachstum, ein Teil davon, von dir ähnlich werden kann, mehr lernen, so zu denken, wie du es denkst. Und ein Teil davon ist, dass wir uns immer wieder herausfordern lassen von deinen Gedanken, vielleicht erklärt durch andere Menschen, vielleicht erklärt durch Bücher, hoffentlich direkt aus der Bibel, direkt aus dem Wort.
Und Jesus, ich bete, dass wir uns da immer wieder an neu einfach darauf einlassen dürfen. An dort, wo es vielleicht manchmal unbequem ist. An dort, wo wir vielleicht irgendwo auch festgefahren sind in anderen Denkensweisen, wo wir manchmal das Gefühl haben, wir können uns nicht mehr verändern. Jesus, gib uns das Wissen, die Überzeugung, dass jeder von uns sich verändern kann. Dass du in uns möchtest wirken und dass du den grossen Teil machst, aber wir auch einen gewissen Anteil haben. Wo wir daran arbeiten können, wo wir beeinflussen können, dass wir eben zu dir hinwachsen und nicht andere Sachen in unserem Leben wachsen können. Jesus, ich bitte dich, dass du auch durch die Reihe gehst und wir uns alle nochmal irgendwo können auch überlegen und Gedanken machen, oder dass wir uns nochmal neu deine Gedanken aussetzen müssen. Oder dass wir uns nochmal neu vielleicht unserem Denken hinterfragen lassen. Und müssen zulassen, dass da noch andere Sachen reinkommen. Oder wo das Sachen sind, die uns nicht gut prägen. Und was vielleicht dran ist, uns von diesen Sachen auch abzuschneiden. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in eine Worship-Zeit rein.